Und somit grüß dich zu einer kleinen Ankündigung. Eigentlich sollte jetzt Alien Isolation kommen. Jetzt kommt Black. Hat einen Grund. Und zwar folgendes. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann betrifft diese Änderung eigentlich dich. Und solltest du neu hier sein, sage ich da grüß dich. Viel Spaß auf diesem kleinen Kanal irgendwo aus der Steiermark. Die große Änderung, jetzt bis in den August hinein, werde ich Alien Isolation verschieben. Im August werde ich es weitermachen. BZW im August möchte ich es dann fertig machen, dass wir uns dann auf weiteres konzentrieren können. Wir werden jetzt Black fertig machen. Das kommt so im schönen Abstand. Und in den letzten 3 Juliwochen ist der Kanal geschlossen. Das ist Kalenderwoche 28, 29, 30. Ich werde ein bisschen was vorproduzieren, werde hier und da Videos eingeben, werde aber dann auch so viele Videos online schalten über die 30. Kalenderwoche hinaus bis in den August hinein, dass ich keinen Stress habe nachher wieder mit dem Aufnehmen. Das ist so klar. Wir werden in dieser Zeit dann eigentlich nur mehr Generation Zero, Fallout 3 und Fallout 4 weitermachen. Wenn Black ausläuft, läuft Black aus. Das nächste Spiel, da habe ich schon eine Episode hochgeladen, war PES 2017. Im August die letzten 9 Episoden der zweiten Staffel. Und was wir dann machen, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Das bleibt dahingestellt. Am 1. Juni kommt ein Infovideo. Da spreche ich 3 Punkte an, die etwas größer werden. Das eine, 2 Sachen kommen bestimmt, beim dritten bin ich noch nicht sicher. Genau. Dazu aber dann beim Infovideo mehr und daher auch die Verschiebungen etwaiger Spiele und nach hinten verlegen. Genau. Und somit wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei Black und ich hoffe, du hast kein Problem mit den etwaigen Umständen, was ich jetzt verschieben musste. Du wirst diesen Text auch in den kommenden 14 Tagen des Öfteren hören, damit du weißt, worum es geht. Bis zum 1.6., bis zum Infovideo. Bis zum nächsten Mal. Und nun viel Spaß mit dem nun kommenden Video. Baba! Ich hatte Gelegenheit, mit Sergeant Solomon zu sprechen. Interessanter Mann. Hat kein gutes Haar an Ihnen gelassen. Sie lügen. Als Lennox nach Kairo aufgetaucht ist, gab es 4 Gerede. Die Division wollte alles vertuschen, aber das ging nicht. Wieso brachten Sie ihn mit Seventh Wave in Verbindung? Nach der Sache in Miami bekam ein Team den Befehl, ihn auszuschalten. Damals wussten wir nicht, dass es um Lennox ging. Das kam alles erst später raus. Wir wussten nie, ob unser Ziel tatsächlich er war. Er war gut. Kuwait City, Tokio, in Kandahar hätten wir ihn fast gehabt. Wir waren ein paar Mal dicht dran, aber er ist immer entkommen. Irgendwann hat ihn S4 dann in Pakistan erwischt. Die haben ihn dort irgendwo verscharrt. Was halten Sie von Sergeant Keller? Ist ein Hitzkopf. Hat sich nicht unter Kontrolle. Er hat keine Ahnung, was das Wort Kollateralschaden bedeutet. Erzählen Sie mir von Valencio. Da gibt's nichts zu erzählen. Unser Team hatte den Befehl, ihn auszuschalten. Das war ein einfacher Einsatz. Nach der Operation im Stahlwerk war unser Alpha-Status wiederhergestellt worden. Valencio war eines der 4 großen Ziele, ein hohes Tier bei Seventh Wave. Er war dem Charlie-Team entwischt, also haben sie uns auf ihn angesetzt. Laut Geheimdienst hatte er sich in einer Irrenanstalt versteckt.
Und somit grüß dich zurück zu Black nach über einer Woche. Wir beginnen nun mit der, ich glaube, zweithärtesten Etappe in diesem gesamten Spiel, die Anstalt. Und da geht's jetzt einmal das erste Mal so richtig, aber so richtig ans Eingemachte. Jetzt sind wir noch mit unseren drei Kollegen, oder mit unseren zwei Kollegen hier, mit 3 Hirnen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Sollte dieser Part zu lange gehen, werde ich ihn auf 2 Teile splitten, gell? Nur, dass du gleich drauf gefasst bist und dass du gleich drauf gefasst machst. Es ist eine recht... Ja, genau. Das ist die Gangart hier in der Anstalt. Und das wird sich auch nicht ändern. Genau. Ja, wenn ich Gemüsefachverkäufer was treffen tät, war das alles noch viel einfacher, ha? Boah. Der Raketenwerfer Heinzi muss da umweg. Ich glaube, ich werde dieses in 2 Teile splitten. Außer ich überlebe den ganzen Scheiß. Ja, Atakuya du. Ich werde auch gleich sagen, Atakuya und du. Weil das, was die offen da aushalten, das ist nicht normal. Okay, der hat sich wegteleportiert, der was da jetzt gerade gehängt ist. Das ist auch interessant, ja. Ja, da, brat einen Storch, du Trottel. Ich glaube, dass sich der Entwickler da gedacht hat, weißt du was, wenn wir den Spieler schon in einer Anstalt lassen, dann werden wir das auch so machen, dass er gar keine Meter mehr sieht. Gut. Genau. Haben wir... Na, ich will da diese MP5. Da ist irgendwo ein MP5 herumgelegen. Nö, die hat sich wegteleportiert. Ach, schön. Und unser Sergeant Keller ist sowas wie der Berufs-Superman, gell? Was? Ich verstehe ihn nicht. Hallo?
Wir haben sie dabei, ne? Au! Ich sah einen Raketendulli da. Na bitte. Jetzt brauchen wir eigentlich nur mehr Raketen. Nur wo ist der Raketendulli? Ja, denn da. Da arbeiten wir uns jetzt schon langsam hin und dann räuchern wir ihn aus. Genau, wie Räucherstäbchen. Nur gesehen habe ich ihn halt noch nicht. Da oben steht er. Au! Die Werft, was dann das nächste ist ein bisschen gemütlicher und dann mit der Brücke und mit dem Gulag, im Gulag generell, setzt das Spiel da noch einen drauf. Also, es wird noch eine recht lustige Reise, sagen wir es mal so. Wo ist der zweite Raketendulli? Hey! Boah! Danke, Mädchen. Ich weiß, dass da noch ein Raketenhandschuh mit umsteht irgendwo. Jetzt haben wir keine Raketen mehr. Jetzt nehmen wir das eine Medikit, mach so und los geht's. Ja, sehr gut. Wir nehmen uns da gleich mal ein bisschen was mit. Wenn wir was finden, heißt's, dann werden wir da die kleine Runde gehen. Und dann müssen wir eh schon in die Stalt an. Genau. Ich weiß nicht, was Criterion damals da mit diesem Spiel bewirken wollte oder anstellen wollte. Wollten sie den Spiel auf eine Probe stellen, dass sie sagen, wir zeigen euch, was die PS2 dennoch kann. Ja. Warte mal kurz. Gibt's denn da unten nichts mehr zum Mitnehmen? Nö, gell? Ui, Granaten. Okay, in der Anstalt. Na ja, gut, wurscht. Handgranaten voll. Cool. Da haben wir eh nichts mehr. Dann nehmen wir die Maschinenpistolen mit. Da haben wir genug Muni. Ich suche nur gerade schnell ein Medikit. Vielleicht haben wir noch irgendwo was. Nö, das sind nur die kleinen Heildings. Die brauchen wir aber nicht. Wir brauchen die großen. Egal, vielleicht finden wir drin welche. Begrüße Schnetzel. Los geht's. Brücke vor. Negativ, bleiben Sie, wo Sie sind. Sie sollen warten. Gehen Sie da nicht rein.
gerade, dass es nicht verschluckt, weißt. Ja. Du wirst gleich feststellen, die Anstalt hat es in sich. Wenn du Xbox One daheim hast und ich glaube 10 Euro kostet es. Machen wir ganz kurz. Die Musik ist geil. Na klar, und der hat mich gehört, ne? Wir klopfen da mal auf die unkonventionelle Art an. Kuckuck! Ich bin zu alt für den Scheiß. Warte, ich steht. War. Es gibt in Videospielen gepanzert. Dann gibt's gut gepanzert. Und dann gibt's scheiße gepanzert. Das sind dann die hier, genau. Und vor allem, was ist das Lustige an dem Spiel ist, was da sicher schon aufgefallen ist, es gibt kein Level-System. Dann du lieber. Was ist das? Wir brauchen ja Distanzwaffen. Im Nahkampf. Ja, cool. Okay, wenn du nicht unbedingt gut an Medikits dabei hast, ist der Nahkampf in den Spiel der komplette Scheiß. Das hat jetzt auf gut Deutsch gesagt, Carsten, du hast ihn getötet! So wie in Fallout, die Raider. Ah, da oben ist er. Okay. Ja. Durch das, dass unser Charakter nicht springen kann, gell? Er ist ein sehr schwerfälliger Spezialagent. Er kann nicht springen, er kann nicht klettern. Also die besten Voraussetzungen für einen Hauptcharakter. Ja, genau. Oh Gott, diese Stelle. Das ist eine Engstelle, die hasse ich in diesem Spiel. Uah! Puh. Okay.
klassischen Arrangements sind voll gut. Boah. Boah. Ja, das ist eine Scheißstelle, ich weiß. Weil du nämlich wie am Schafott präsentiert wirst. Ich hab momentan keine Zeit zum Lesen, tut mir leid. Ah, da ist schon wieder. Da oben hat er sich verkrochen. Warten wir mal, bis er nachgelernt hat. Der Keller. Die Stelle ist so... bescheiden. Das wird Absicht bescheiden gesagt, also das hätte ich mir so beschissen sagen. Leck mich doch in den Arsch. So, das war der erste Streich. Ja, Spiel, es passt schon. Nur wenn du wisst, was da weitergegangen ist. Da nicht. Na. Oh Gott, jetzt kommt die Dusche. Bah, das ist ja so eine Scheißstelle. Bah. Ja, die ist wirklich bescheiden, die Stelle. So. Puh.
Ja, da gerade ich spür ein bisschen am Radl, ich weiß. Okay, da sind wir fertig. Da können wir uns noch was holen.